das kenne ich schon. Zuerst der Drache, dann die Prinzessin. Einmal habe ich so lange mit einem Drachen gekämpft, dass wir beide vor Erschöpfung nicht mehr stehen konnten. Ich kämpfe schon seit Jahren gegen Drachen. Und verheiratet bin ich noch immer nicht. Das ist mein letzter Versuch, dann wechsle ich die Mutter. Der König erschien in einem prachtvollen Mantel. Den hat er sich extra anfertigen lassen. Und die Prinzessin, die versteckte sich und die hörte gut zu. Wer befreit die Prinzessin aus dem Klauen des Drachen? Wer erlöst die Drachenprinzessin? Wer hat den Mut zu? Die 5 Prinzen, die hoben die Hand. Einzeln wurden sie zur Höhle des Drachen geschickt. Der erste Prinz kam. Sie rannten 3-mal um einen großen Felsen herum. Aber schon nach der ersten Runde hatte der Drache den Prinzen überholt. Beleidigt ging der Prinz davon. Zum zweiten Prinz sagte er: Der zeigte es ihm vor. Der Prinz versuchte es. Oje, doch es gelang ihm nicht. Beleidigt ging der Prinz davon. Der dritte Prinz, der bekam doch eine lange Feder in die Hand gedrückt. Nach 12 Sekunden begann der Prinz, das Gesicht zu verziehen, und dann kicherte er und schließlich lachte und lachte er, dass ihm die Tränen über die Wangen rollten. Beleidigt ging der Prinz davon. Als der vierte Prinz zur Höhle kam, warf ihm der Drache eine Kirsche zu. Der Prinz freute sich, denn im Zielspucken hat er schon einmal gegen alle Prinzen des Landes gewonnen. Er stellte sich auf und der Prinz spuckte dann seinen Kern. Au, der flog daneben. Und der Drache, der lachte. Und dann spuckte er. Und sein Kirschkern flog natürlich in den Kübel hinein. Beleidigt ging der Prinz davon. Zum 5. Prinz sagte der Drache: Zuerst versteckte sich der Drache. Der Prinz lehnte sich an die Felswand und schloss die Augen und zählte. Er zählte sogar bis 100. Dann machte er sich auf die Suche nach dem Drachen. Aber der Prinz, der konnte ihn nicht finden. Und der Drache sprang aus einem Dickicht heraus. Jetzt bist du dran. Der Prinz versteckte sich. Aber schon nach wenigen Minuten sah ihn der Drache. Der Prinz ging beleidigt davon. Nach 6 Tagen kam ein 6. Prinz. Auch er wurde zum Drachen geschickt.
Der Drache blickte neugierig aus der Höhle. Und der Prinz sah ihn lange an und dann verbeugte er sich. Gegen einen Drachen mit so schönen Augen kämpfe ich nicht. Tut mir leid. Er drehte sich um und kehrte ins Schloss zurück. Der Drache zog seine Verkleidung aus und die wunderschöne Prinzessin kam zum Vorschein. Die ganze Zeit hier. Ich wollte mir die Prinzen anschauen und kämpfen. Aber leider hat mich keiner von ihnen interessiert. Aber der hat mir gefallen. Der Prinz, schaut mal, der blickte ganz verlegen zu Boden. Kannst du Fußball spielen? Ich kann weit spucken und verstecken unter dem Purzelbaum. Naja, es geht so. Sehr sogar. Mach nichts. Ich mag dich trotzdem. Von mir aus kann ich heiraten. Der König, der wischte sich den Schweiß von der Stirn. Und schon am nächsten Tag, da wurde geheiratet. Im ganzen Land sprach man von der Drachenprinzessin und von ihrem Prinzen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.